Und Leid. Ich spiele Ad Infinitum. Erster Weltkrieg. Horror. Viel Walking Simulator. Und es soll wohl unter anderem mal welchem Erste Weltkrieg-Setting an die Niere gehe kenne. Und welchem Horror. Und welchem Horror vom Ersten Weltkrieg. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken mal, wie es läuft. Jo. Ah, okay, das ist noch der Ladebildschirm. So passiert noch nichts. Da muss ich am Schluss noch bestätigen. Dann geht es dann weiter. Aller gut, dann machen wir das mal. Du hast es einmal getan und du musst es wieder tun. Umschauen. Aha. Ich spiele natürlich mit Controller. Mit Controller, der nur ohne zieht. Ich kriege die Krise. Jetzt nehme ich. Jetzt hat. Seit Monaten hast du die langweilige Aussicht auf die Tabellen verflucht. Jetzt wünschest du, dass der Text länger stehen bleibt. Du müsstest deinen Unterstand nie verlassen. Oh. Okay. Umschauen mit rechtem Stick. Ja, wie jeder weiß, habe ich jetzt 2 rechte Daumen. Okay, dann holen wir mal eine Friedenstaube. Mhm. Ach du. Foto vom Kaiser. Na, da freue ich mich aber. Mhm. Oh, shit. So, dann Morgengrauen. Tagebuch, dein Tagebuch. Du würdest es nie aus der Hand geben. Drehe mit rechter Stick, alles klar. Zoome mit links und rechts. Text ausblenden mit X. Nehmen mit B. Ja. Okay, ich kriege da irgendwie manche Dinger doppelt dargezeigt. Naja. Bewegung mit linker Stick oder mit dem linken Stick. Im besten Fall alle 4 linke Sticks gleichzeitig. Okay, das mache ich. Ich strecke alle 4 linke Sticks. Alles klar. Was gibt's hier? Sie wollen, dass ihr den Graben der Franzosen stürmt. Du betest, dass du dich irrst, aber es fühlt sich an wie ein Todesurteil. Da kann ich schon mal nicht hingehen. Ja, wir sind, so wie es aussieht, in einem Schützengraben. Erster Weltkrieg. Warte mal, weil wir so krass, guck mal, kabellose Kopfheere. Was ist das? Morgengrauen. Die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraben. Order Morgengrauen. Ah, das ist die Order, nicht die Zeitpunkt. Ja, wir spielen auf Deutsch mit deutscher Synchro, weil wir spielen auch die Deutsche. Und da ist das schon in Ordnung, sage ich mal, wenn ich mit deutscher Synchro spiele. Untertitel habe ich immer, weil ich es gut finde. Viel zu leise gibt es, das werde ich jetzt machen. Oh. Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Okay. Was steht da oben? Immer noch leid. Es ist aber... es ist keine altdeutsche Schrift, definitiv nicht. Ich weiß nicht, war es im Ersten Weltkrieg? Also ich habe
Buch, Glenny, das ist, glaube ich, eine Bibel sogar. Ich weiß nicht, ob es das Alte oder das Neue Testament ist, relativ klar, aber die ist noch in altdeutscher Schrift und die ist, glaube ich, von 1923 gedruckt, aber es kann halt auch Sinn, dass die noch in altdeutscher Schrift gedruckt wurde, damit es die alte Leute leise kennen. So, was ist denn das da? Wenn du um Hilfe funkst, statt zu kämpfen, wird man dich als Deserteur verhaften. Das ist schlecht. Okay. Oha. Oha. Was ist das? KV, die blaue Taube? Eure Kunstausstellung hat nie stattgefunden. Du bist das letzte Mitglied der blauen Taube. KV, wahrscheinlich Kunstverein oder so, keine Ahnung. Da ist ein Foto. Du wolltest eine Karte nach Hause schreiben, aber dir fehlten die Worte. Nun ist es zu spät. Ich kann nix. Opala. Schläft du wer? Da schläft irgendjemand. Ich höre jemand schnarchen und atmen. Okay, was ist jetzt eigentlich mit dem Funkspruch Doge West? Oh, bleibt ja noch ein Haufen Zeichen. Was ist das doch? Wie wird dir das repariert? Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Okay, du bist nur der Morsecode-Empfänger und nicht der Funker, weil es wäre ein bisschen schlecht. Verstehe ich aber zumindest, dass es Kopierer ohne Kabel gibt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Deutsche Technik. War im Ersten Weltkrieg schon super. Zu den Waffen! Was, wieso? Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Los, bereit werden! Er ist zu. Okay. Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Ah, da waren wir gerade, gell? Das ist das Funkgerät. Ich darf nicht. Türen. Was ist das? Ah, du brauchst, steht sogar doch. Du brauchst ein Gewehr, beeil dich. Nimm da am besten der Helm mit. Menü nur. So. Nice. Karabiner oder was? Das ist eigentlich, was ich weiß, wenn das so ein Ding hat, heißt es Karabiner. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Gewehr. Modell 98, geladen und entsichert. Okay, drehen. Vergrößern, verkleinern. Nehmen. Ich nehme. Gewehr. Drücke X, um das Gewehr auszurüsten oder abzulegen. Drücke rechter Trigger, um mit dem Gewehr zu schießen. Halte linker Trigger gedrückt, um mit dem Gewehr zu zielen. Aha. Ziele oder was? Zum Beispiel da hinten auf den Kaiser da. Guck mal her. Ich hoffe nicht, dass man wirklich schießen muss. Astreiner Kopfschuss in den Kaiser. Schau mal her. Der steht nicht mehr auf. So, Türen. Aha, okay. Quasi wenn die Türe zumache. Hoppala. Du brauchst ein Gewehr, beeil dich. Okay. Ich habe ein Gewehr. Okay, da geht's nicht lang. Gucke. Ah, renne. Okay. Weißt du, ob ich da hinaus will? Oh, ganz sicher nicht. Okay. Schützegrabe um. Alter Schwede. Zur Front. Okay. Was ist denn da eben? Zum Krater gesperrt. Okay, alles klar. Oh, bitte geht's zur Front. Dann müssen wir wohl zur Front. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Was ist das? Nutze linker Stick, um durch enge Stellen zu gehen. Deine Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt sein. Also, ja, okay. Klar. Wo schießt denn das so? Ja, Mann, ich komm. Ah! Schlag safe. Ich hab mal gerade Stacheldraht in den Arsch gehauen. Ey, noch keinen Schuss abgeben, schon verletzt. Schlag.
du lieber Dolin eigentlich? Was geht denn hier? Geh schon nicht hin. Geh doch hier. Das Maul. Die haben ein Dutzend Torschützen, die nur auf dein Scheißgerede warten. Ja, ich. Ja, sorry. Hab ich gerade gemacht. Sie schießt, sie schießt. Okay. Geronimo. Alter. Kopf runter. Das kriegen wir hier. Sorry, falls ihr das gehört habt. Ich hab gerade Katzen im Bauch. Ja, auch im Ersten Weltkrieg gab es Katzen, die haben Soldaten geholfen, ruhig zu bleiben. Die Hupse? Nee. Oh, scheiße, Mann. Ich will eigentlich einfach nur raus. Das ist so verkackt. Shit. Sorry. War Versehen. Okay. Ich komme mit ihrer Steuerung noch nicht so ganz klar. Okay. Was ist das? Flammenweg. Achtung beim Feuer. Ach, mach Sache. Okay, wir müssen durch den Schlammweg. Grenze, Freund oder Feind, keine Ahnung. Wieso renne dann die da oben? Okay. Ich muss dann wohl... Alter. Mit Gasmaske? Ich bleib mal besser in der Hocke. Okay. Ich überkommt Feuer. Oh shit. Ich weiß nicht, soll ich in der Hocke bleiben? Wenn soll ich ihn schießen? Du hast gar keiner do. Kollege, alles klar bei dir? Nicht wirklich. Okay. Wo lang? Alter Schwede, was geht denn hier ab? Komm, rennen, Mund runter. Aus dem... Au. Was war das? Hast du mich gerade weggebombt oder was? Okay, fick dich. Runter. Das ist ein tiefes Bapploch hier. Jetzt renn weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hier renne überhaupt. Worüber? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich glaube, mir geht's... Ich weiß gar nicht... Wer? Warum? Französischer Soldat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die französische Soldaten abschießen muss. Und das sind die Feinde. Nee, warte mal, das war ein Deutscher. Ihr Leid, ich bin ein Deutscher. Ihr Leid, ich war ein Deutscher. Das ist gerade unsere Hand. Also. Ja. Fuck, Gänsehaut hat schon mal gelangt, hey.
Was ist denn das? Was soll zum Skeletterwalgewest? Kapitel 1. Verzweiflung. Was ist denn hier los? Sind wir jetzt die Mutter? Ich weiß nicht, wie jung sind wir? Ich meine. Okay, ich kann umgucken. Obala. Das ist. Unser Sohn ist zurückgekehrt. Das weißt du doch. Uiuiui. Zeichnet Kriegsanleihe? Zeichner? Okay. Ich muss alles durchgucken. Was ist das da ohne? Schrank. Nichts drin. Na? Paul, ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie Acht. Dein Bruder. Ist das ein Brief von meinem Bruder? Spiele mal der Bruder oder was? Übrigens, das erste Wort heißt wohl Verzweiflung. Sie kommt immer wieder. Dies Vogelhimmel mir alle. Ja. Irgendwie. So. Eine schöne Sauklaue hat der. Na komm, schau auf, geh. Dunkel ist es. Sehr dunkel. Ja komm, das ist wahrscheinlich eh mein Schrank. Da kann ich ruhig alles atmen oder aus der Lampe. Zum Anzünden brauchst du Feuer, ja, das ist wohl richtig. Kompaniefoto. Aha. Streichholz. Ein Streich, ein Funke genügt. Alles klar, Streichholz habe ich schon. So. Das ist gleich mal Knarre. Was ist das? Johannes atmet. Was ist das? Das ist doch einfach nur Dos. Und das ist doch aber... Bin ich Johannes? Der Brief ging aber an einen Paul. Autogramm, den zukünftigen Helden. Es hieß, er könnte mit verbundenen Augen fliegen. Wer war denn das? Richthofen oder was? Ich greif mal dort dran. Spielzeuggewehr. Das abgenutzte Spielzeuggewehr hat schon viele Kriege überstanden. Ja. Dosto, weißt du, da ist also ein komisches Ding. Da greife ich dran, dann wird's komisch. Ich glaube, das ist so ein Erinnerungsding oder irgendwie sowas. Ich mach mal besser wieder den Schrank zu. Johannes atmet. Und zwar schwer. Ich weiß halt nicht, wer wir sind. Sind wir der Paul? Sind wir der Johannes? Ich tue echt mal ein bisschen. Zinnsoldat. Der Zinnsoldat hat seine Männer im Griff. Ja. Da, Depp. Was ist das? Kaputter Spiegel? Spiegel ist zerbrochen. Du kannst kein Spiegelbild sehen, nur einen Schatten. Ja. Bei Raytracing hat es nicht gelangt. So, jetzt machen wir ein bisschen Feuerchen hier. Ach, guck mal, jetzt wird doch schon heller. Ist doch was drin jetzt? Nee, ne? Dann können wir zumachen, komm. Zumachen könnte ein bisschen flüssiger gehen. Da ist alles noch zugeschlossen. Dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir uns das Messerchen in Augenschein.
Gib deinem Bruder den Dolch zurück. Es tut mir leid, Paul. Und jetzt raus mit dir, du Dieb. Du bist nicht mein Sohn. Okay. Ich schlussfolgere daraus, dass der Vater 2 Söhne hat. Eventuell auch noch Tochter oder so, keine Ahnung. Geschenk des großen Generals. Ja, geil. Also die unterwerfen sich oder sind halt tot. Der Paul und der Johannes, hab ich wieder vergessen. Wir sind dann wohl Johannes und wollte wohl im Paul eine Dolch klauen. Der Vater hat's mitgekriegt und hat gemotzt. Vielleicht ist das noch mal schnell durch. Paule. Ne? Ne, aber... Moment. Paule, ich schicke dir das Morse-Alphabet. Das kennst du ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache. Also, der Johannes oder Johann oder wie er heißt, hat den Brief an den Paul geschickt. Dann ist der Paul wohl jünger. Gehe ich mal von aus. Okay, das werden wir wohl gleich erklärt kriegen. Wir müssen auf alle Fälle nur gehen, wo der ältere Kontakt war. Aber das mit Tiere auf und zu machen ist nicht so einfach. Wir gehen erstmal da gucken, da ist es zu. Ich weiß halt nicht, wo wir sind. Das sieht aber schon ziemlich krass aus, so der Durchgang da. Das Zimmer deines Bruders ist versperrt. Du hast etwas gesehen, aber es kann nicht sein, oder? Junge. Sieht irgendwie krass hier aus. Was zur Hölle ist denn hier los? 8. So leid. Briefaufzug. Berlin. 4. Oktober 1918. Betrifft Installation einer Aufzugsanlage. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Grubert, stellvertretender Direktor. Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Berlin. Okay. Das ist übrigens immer derselbe Brief. Okay, ist das vielleicht so ein Aufzugsding? Was ist das da? Zahnrad, schweres Zahnrad. Riecht nach Öl. Ja. Danke. Okay. Hübsch sieht's aus. Also, grafikmäßig meine ich. Ohne gerade Lichtergang? Ah, das ist der Aufzug, der wohl nicht geht, ohne Zahnrad. Fahrstuhl zum Dachboden, der muss kürzlich installiert worden sein. Du fragst dich, was dort oben sein mag. Aufzug rufen. So, wir gucken uns natürlich noch ein bisschen um. Kann ich eigentlich mal fies sehen? Nee. Okay, alles klar. Treppe gehen wir noch nicht runter. Ich will mal mich darüber halt noch umgucken. Also Tür. Verschlossen. So, mal den Aufzugknopf drücken. Was tut? Nix. Kennt also runtergehen. Ich geh erstmal da hin hier. Die Leder da. Boah, die Tapet macht mich irre. Junge. Muss das dann so gestrichelt die Tapet sind? Hoppala, sorry. Das ist mein Zimmer. Die Durchgänge da sind. Wie will es denn das? Ne, da kann ich nur den Kopf schütteln. Weiß nicht, da geht es dann wahrscheinlich gleich weiter. Ich gehe erstmal ein bisschen gucken. Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Schmerzen.
Okay. Ah, ich dachte, die lässt weiter vor. Okay, das ist ein Telefon, das nirgends angeschlossen ist. Wieso fallen mir so blöde Details auf? Ich gehe echt mal da ein bisschen rumschleichen. Ja, ja leid, das ist die erst vollste, will ich echt mal natürlich alles sehen. Ich weiß nicht, wenn ich schon mal mitgeredet habe, wie ich Walking-Simulatoren spiele, wissen wir, alles angucken, überall die Nasen hängen. Ist das so ein Hotel oder sowas? Weil, ey, wir hatten dann auf demselben Stockwerk, es ist so dunkel, 2 Flure. Flüre? Ah, das ist schon ein bisschen krass hier, oder? Geht nix. So geht nix. Die Tapet macht mich fertig. Die Stellwand ist schön und gut, ne? Aber, oh Mann, ich kann die richtig fühlen. So hatte mir Amo, Alter, da war ich aber noch richtig klein. Also nicht mit so Blümchen drauf, aber mit so... Alter, wie geil, guck dir mal die Tapete an. Das hieß ja noch der Back drauf. So Gewebe, Tapete oder so hatte mir. Aber die war nicht so verbappt. Okay, die ist schon richtig, aber halt, laufst halt vorbei und du wärst schon blöd im Kopf. Das war ein Spiel, hätte ich dann eine andere genommen. Okay, da ist noch eine Tür. Alles zu. Alles zu. Ja, dann muss ich zurückgehen durch die Tür da oben. Aha, Licht, sag mal, bin ich irgendwie komisch. Alles klar. Rechts waren die Türe, wo wir hin müssen. Zumindest waren da... Kann ich eigentlich Fenster ausgucken? Das ist da aus, oder ist irgendwie komisch. Okay, hier muss ich wohl runtergehen. So. Dann gehen wir Modo Nunna. Gibt's da noch irgendwas? Nee, ich habe alles, dann müssen wir Nunna gehen. Aufzug geht ja nicht, alle Türen sind zu. Dann gehen wir halt Nunna, wahrscheinlich kommt jetzt der Vater und motzt mich an. Aft wer im Rollstuhl rum. Okay. Ich gehe erst mal gucken, wer das war. Okay, die wollt wohl allein sein. Ich guck mal kurz da in die Dia, das ist die erste Dia, wo auf ist. Guten Tag. Ich bin's, der Johann oder der Johannes. Moment, ich habe so gerade Probleme, die Dia zuzumachen. Geht euer Aufzug auch nicht? Ja, bei mir da oben auch nicht. Ich gehe kurz gucken. Von dort oben auf dem Dachboden? Bei der Frage dreht sich mir der. Achso, was ist dort oben? Sorry. Die Schrift könnte ein bisschen. Muss man. Allgemeine Zeitung. So. Nicht hier aus. Guck, wir machen mal ein bisschen Musik. Ah, sorry. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Stimme? Ah, Dr. Eisenbart. Schlachthaus. Wer weint denn da? Mein Papagei bringt keine harten Eier. Er ist ein selten dummes Vieh. Er ist der schönste aller Papageier. Bild der Mutter. Nur harte Eier. Die frisst er nie. Mutter, als du klein warst, war sie jeden Tag Nach Brustmomos und im Wintergarten, bis der Großvater zu euch kam. und auf Sellerie. Auf saure Gurken sah ich ihn versuchen. Nur harte Eier frisst er. Boah, ich kenne das Lied. Saul ist so grausam geworden wie sein Vater. Ich darf nicht vom Kriege sprechen. Nicht von meinen verlorenen Söhnen.
Zimmer meiner eigenen Söhne. Ich darf gar nicht mehr sein. Wenn ich nur auch schon tot wäre. So. Ich glaube übrigens, durch das Lied gibt es dann gleich mal YouTube-Claim. Dann fange ich wieder an, singen was anderes. Mechanischer Vogel. Cool. Okay. Ja, ist auch wieder gut hier. Hey, was ist denn das? Kunst? Gemälde. Marta Dolorosa. Ein seltsames Bild. Du hast Mutter nie so gesehen wie er. Was ist das? Das ist direkt von der Tapete. Hier will jemand was verbrennen. Orchestrionotenrolle. Ein Marsch zu Ehren unseres großen Generals Lothar von Schmidt. Ah, das ist so Punktdingsbums, wo du dann das Klavier quasi machst. Okay, alles klar. Meine liebe Mutter, wenn ich die Kanonen donnern höre, dann bin ich Papa nicht mehr böse. Dann mache ich mir Sorgen um euch alle. Meldet sich der Paul bei dir? Mir schrieb er kein einziges Mal zurück. Johannes. Okay, die Briefe waren, also die Söhne waren beide im Krieg. Ich meine, ja, hat sie auch gesagt, aber gleichzeitig halt, also im selben, im ersten. Tja. Was haben wir hier? Leere Schublade. Der Vogel, der macht seinen Job gewissenhaft. Ist zu. Telefon. Nichts drin. Leere. So, Umkleidedingens. So, das leider auch noch ein Brief. Karte aus Saint-Balbin. Mein Schwesterchen, wie geht es dir denn? Achso, es ist Französisch. Mein Schwesterchen, wie geht es dir denn? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen, aber das Hausmädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch, auf Alemannisch herumgeschrien, aber ich konnte ihn nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn am falschen Haus? Warum meldest du dich nicht mehr? Hast du die Spieluhr bekommen? Ich weiß noch, wie wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen und die goldenen Vögelchen bewundert haben im Café von Mama und Papa. Wenn es so schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es denn den Kindern? Bitte melde dich. Saint-Balbin, den 3. Mai 1908. Julie. Ist der Text jetzt halt anders da? Oh. Was haben wir vorhin gesagt? Was ist das? Verronisierung? Kommt immer wieder. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. War die Mutter eventuell Französin? Und der Vater wohl Deutscher oder was? Weil die gesagt hat, sie darf so nicht vom Krieg und sie ist so nicht von da irgendwie. Keine Ahnung, was ist denn das? So ein Spinnenrad-Gedönse? Boah, die Nähmaschine. Oh, ja geil, guckt dir das an. So alte Nähmaschinen. Super. Als Kind, also das da unten ist ein Pedal. Ne? Ja, ich bin dort zu jung davor, ne? Also, aber ich kenne halt noch bei meiner Tante oder so, oder eine meiner Tante hat halt sowas gestanden. Irgendwo oben noch, ist nie mehr in Benutzung gewesen. Aber das da unten ist ein Pedal. Irgendwo da sind Gewichte und eine Rieme. Wahrscheinlich da oben dran. Und man da halt das Pedal gedreht hast, also so gewippt hast. Und dann hat das halt oben das Rad angetrippt da. Also das da. Und das hat dann wiederum, dass die Nadel da hoch und runter geht halt. Aber als Kind gab es ja wohl nichts Geileres, wie sich auf das Pedal drauf zu hucken. Und dann konntest du, wenn der Bruder hattest, der hat dann ein bisschen gewippelt halt, dass das Ding losläuft und durch das Gewicht ist es halt da eine Zeit lang weitergelaufen. Und dann hast du halt als kleiner Depp hast halt unten auf dem Pedal gehuckt und hast dann da rumgewackelt und schneller, schneller. Ja, voll cool, ey. Voll cool. Ach ja. All die Nähmaschinen, voll geil. Okay. So, haben wir wieder was gelernt hier.
Ja, Vogel, alles klar. Da sind wir reingekommen, gell? Ups. Ah, Zaubertüre. Sehr schön. Okay. Kann ich aber auch zugehen, ne? Gerne auch ganz. So. Spielt wer Klavier? Davon ist die Frau vorhin verschwunden mit dem Dingens war. Wie heißt dann? Komm, ups. Junge, das Licht nervt. Ich guck mal einen Teebeutel da nehmen, oder was ist denn das? Salz. Päckchen Salz. Ja klar. Kann ich mitnehmen, wenn ich ausziehe. Meine liebe Mutter, ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste, sich geschlagen zu geben. Aber davon will der Vater sicher nichts hören. Er glaubt bestimmt, dass der Krieg ihm Ruhm und Ehre einfährt wie dem Großvater. Ruhm und Ehre sind schon im ersten Kriegswinter gestorben. Mit welcher Lust wir in den Krieg gezogen sind. Wie dumm wir waren. Trotzdem werde ich dem Vater schreiben. Ich mache mir Sorgen um Paul. Johannes. 15. April 1917. An dieser Stelle wäre es vielleicht nicht schlecht zu erwähnen, dass eins meiner großen Probleme meiner schulischen Laufbahn war Geschichte. Moment. Brief von Frau Bruegel, Berlin, 20. Dezember 1918. Liebe Frau von Schmidt, dass Sie mir immer so lieb etwas extra zugesteckt haben, bringe ich Ihnen ein paar Kartoffeln. Wir haben alle nicht viel, aber ich weiß, dass Sie es doppelt schwer haben. Bitte passen Sie auf sich auf. Vielleicht kann ich wieder für Sie arbeiten kommen, wenn der Winter vorüber ist. In Freundschaft, Ursula Bruegel. Da steht noch was. Na? Küchendienstplan. Küchendienst, Hausreinigungsplan. 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 14.09. jeweils 1916. Bruegel. Dann 15. nächste da auch Bruegel, aber nur der Einkauf. 16. Adler Bruegel macht die Reinigung. Adler, letzter Tag um 17.09. 18.09. ist gar nichts, das ist wahrscheinlich ein Sonntag oder so. 19.09. Bruegel, letzter Tag. 20.09. nix, 1916. Ja, Geschichte war immer große Schwäche von mir. Mein großes Problem an Geschichte ist, ich kann mir nur sau schwer oder eigentlich nicht wirklich Zahlen merken. Deshalb weiß ich halt auch, dass der Erste Weltkrieg 1918 war er rum. Wann ist er losgegangen? Ich glaube 15. Aber ey, ich hätte natürlich vorher einfach mal Wikipedia schnell durchlesen können, dass ich da ein bisschen irgendwas von der Kuh erzählen kann, wo ich mal gerade frisch angelesen habe. Aber nö, ich war viel zu faul, ne? Steht zu deiner Dummheit. Nee, muss ja nicht alles wissen. Aber du solltest halt wissen, wo du noch gucken kannst. Ist voll eine Frage in Gang. Oh, machen wir erstmal da weiter gucken. Was ich über den Ersten Weltkrieg weiß, habe ich mehr oder weniger aus dem Film Im Westen nichts Neues, dem alten Film, nicht dem, ich glaube, da gibt es eine Neuverfilmung auf Netflix oder so. In der dunkelsten Stunde rettet mich nur noch die Musik. Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchestrieren und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Cool. Sammel von Hinweisen und Dokumenten. Wenn du Dokumente findest, die für ein Puzzle relevant sind, sammelst du sie automatisch ein. Das kannst du jederzeit in deinem Inventar erneut lesen, indem du irgendeine Taste drückst, die ich nicht auf dem Controller habe. Aha, Select. Beziehungsweise, ja, ich habe keinen Xbox-Controller. Ich weiß nicht, was das so für Symbole waren, weil Zündhülse ein Streich genügt. Ein Zahnrad haben wir noch.
Ah, guck mal, da sind so kleine Icons neben drauf, wo man noch nicht gelesen hat, was ist. Orchestrion, Notenrolle und Salz. Okay, Dokumente haben wir. Ah, Orchestrion, Mission. Suche einen Weg ins Musikzimmer. Aha. Deutsche Erkennungsmarken 0, französische Erkennungsmarken. Okay, okay. Wo waren wir? Ich habe im Westen nichts Neues. In der Schule zumindest geguckt. Wie gesagt, der alte Film, nicht die neue Verfilmung auf Netflix. Da war ich schon lange mehr in der Schule. Es ist auch möglich, dass ich es gelesen habe. Buch. Möglich. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Oh, das ist wieder Streichhölzer wieder. Danke, nehme ich alles mit. Kennt ihr das, wenn er ein Buch lese und einen Film dazu gucke oder einen Film gucke und das Buch dazu lese? Dass es dann so verschwimmt? Was war im Buch? Was war im Film? Es verschwimmt irgendwie alles so, dass es... Ja. Brief zum Orchestrion. Soll Ihnen, Herr General und Ihre Familie, das Orchestrion und der Marsch, den wir Ihnen übersenden, das Schlachtengetümmel ins Hause bringen und Sie stets an Ihre zahlreichen Siege und die unserer deutschen Vorväter erinnern. Das Orchestrion ist das Maschinengewehr unter den Musikinstrumenten, denn es löst alle Probleme mit einem Schlag. Ihre Brüder vom Ritterlichen Orden des Roten Adlers. Ja, klar. Es soll Schlachtengetümmel. Reparatur Orchestrion. Herr Generaldirektor, jemand scheint sich mit Ihrem Orchestrion einen Spaß erlaubt zu haben. Es wurden verschiedene Teile mutwillig ausgebaut. Die Walze habe ich gefunden und eingebaut. Von den entwendenden Zahnrad fehlt allerdings jede Spur. Auch Ihre Notenrolle, von der Sie sprachen, fehlt. Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wir setzen nun die Installation des Lifts fort. Hochachtungsvoll, Klaus Walters. Ist das das Klavier, wo ich da hier? Zu. Okay. Ist das das Orchestrion? Junge. Jo. Das ist ja mal ein Teil, hey. Okay, Schlüssel habe ich nicht. Da komme ich auch nicht hin. Ohne komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Okay, ich habe eigentlich nur das Note-Ding. Junge, Junge, wo kommt denn das Note-Ding hier? Wahrscheinlich da unten. Auf irgendeine Walz oder sowas. Ist egal. Gucken wir erstmal weiter. Das ist ein Fenster. Also in der Eingangshalle ist irgendwo ein Schlüssel. Waren wir doch hin schon? Na komm. Geh auf. Boah, ey. Das ist ein riesiges Haus. Okay, da kann ich die Kerze ausmachen. Lass mal die Tür auf. Was ist denn das überhaupt für ein Haus? Oh, das Fenster kaputt. Eine weiße Spur. Was siehst du? Hey, nicht schubsen. Wenn du so eine lahme Schnecke bist. Du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja Ja, nicht ich habe aufgemacht. extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Ihr. Und nicht so laut. Der Großvater schläft. Großvater, der im Krieg war. Was waren das dann für ein Krieg? 30-Jährige oder was? Ich hab keine Ahnung, Krieg, Gedönse, sowas. Und halt kein Interesse selbst am... Alter, sieht das geil aus, ey. Nicht so schön wie die da Bet vorhin, aber... So, da war... Mutter hat sich oft stundenlang im Musikzimmer eingeschlossen, aber nicht heute. Das wirst du nicht zulassen. Okay. Ich glaube, es geht dann halt doch hin weiter. Sieht aus wie Kohlehaufen, du. Ja, ich habe halt auch kein Interesse an Krieg. Also an Panzer, was weiß ich was, Flugzeuge, Waffe, irgendwie. Alles kein Interesse dran. Also, ja, weiß noch, kann ich nichts mit anfangen. Krieg generell finde ich scheiße. Von daher, Junge, was ist dann das für ein krasses Haus? Ja, Eingangshalle ist so ein richtiges Herrenhaus. Immer hier in Resident Evil. Oh shit, das ist ein Horrorspiel.
Ne, das Beichtstuhl oder was? Ups. Ah, guck mal, immer wenn man in ein neues Zimmerle gehe, muss er noch laden und dann ruckelt es alles ein bisschen. Junge. Was ist denn hier los? Ich weiß halt gar nicht, wo ich hingehen soll. Das ist viel zu viel hier alles. Okay, da gehen wir schon mal nicht hin. Jetzt in den Keller. Schränkchen. Das Fenster. Tür. Okay, das ist irgendwie so komisch. Ah, da geht's dann wieder in die Hall. Okay, alles klar. Das ist schon, zumindest schon mal das gelöst. So, mal gucken wir da hin. Das geht ja immer weiter. Ich geb a Depp. Junge. Alter, hey. Das hier wieder die Tür. Uff. Ich kann die überall die Tiere oder so kommen, die nicht mehr zumachen. Geht zu. Ist nicht so einfach, Tiere zuzumachen. Das ging im Layers auf 4 besser. Egal. Guck mal, da ist noch was. Notiz des Arztes, Patientin Magdalena von Schmidt. Zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie, Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auslösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfehle ich eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Dr. Drisch, 18. Juni 1908. Das ist das, was er gesagt hat, vorhin mit der Spritze, dass sie so vergiftet wird, oder? Jesus. Verzerrte Stimme schreit. Wer war denn die verzerrte Stimme? Das war doch ich. Das ist das Bild runtergefallen. So, jetzt bist du auch nass. Nicht spritzen. Mama, der hat mich mit Wasser nass gemacht. Setzt euch mal zu mir ans Ufer. Und dann die Füße ins Wasser. So. Schön warm, oder? Warm und nass. Guck mal die Segelboote, wie schnell die sind. Die fahren bestimmt nach Amerika. Von Wannsee aus? So groß sind die Seen nicht. Na, vielleicht ja doch. Vielleicht finden sie ja einen Weg über die Havel, zur Elbe, dann nach Hamburg, dem Tor zur Welt. Und dann ist alles möglich. Yes, das sieht aber interessant aus. Das ist Direktor Schmidt oder was? Gemälde eher. Vater hat nichts gesagt, als er das Bild von sich zum ersten Mal gesehen hat. Er hat nur geschwiegen. Wie von Dora noch sah. Ja, es ist halt Kunst, ne? So. Oh, hopp. Wie viele Gänge? Ich brauche hier eine Landkarte. Wie viele Gänge gibt's dann hier? Voll hübsch ist es. Oh, das bitte nicht aufsehen. Sehr gut, danke. Ich freue mich auch schon. So wie in Silent Hill hier. Nee, ich lasse die Kerze an, natürlich. So wie in Silent Hill, wo man sich über jede zu dir freut. Aber hier freue ich mich halt einfach, dass ich da nicht durchgehen muss. War da dir? Das war einfach auf. Okay, das war Fenster, ne? War nix. So, es geht alles wohl drum, in die Haupthalle zurückzugehen. Da war Arcade hier. Hier Uhrticke. Ach du. Das ist die Uhr. Also. 9:30. War ich da hinten schon? War ich da schon? Ey, es tut mir leid, ne, wenn ich da jetzt Sache 2, 3 Mal mache. Na, da war ich noch nicht sicher. Zinthölzer, nimm ich alles mit. Oh, da auch Zeitung. Zeitungen mit Verlustlisten. Du willst sie nicht lesen. Ich habe anstatt Verlustlisten erstmal verlustieren. Und ich dachte mir, oh, will er sich reizt. Verlustieren oder was? Okay, da geht's außen die Großhall. Wir haben doch da aber noch irgendwo ein Tier gehabt. Tito, gell? Aber, da sind wir herkommen, da sind wir hinkommen. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt dort zu. So. Und gehen jetzt halt. Jesus. Bist du
Spur. In die Hall. In die groß. Also, getönte Scheibe hier, geil. So, komm her, ich mach da zu. Das ist alles so. Ups. Okay. So. Ihr Leid, es ist nicht so einfach. Ihr Leid. Mann, ey. Das ist nicht gut. Nee, ich hab noch keine Zwangshandlung, dass ein Spiel die Tiere zu sind müssen. Aber ich glaube, es wird nie. Und das hilft mir gerade überhaupt nicht. Ja. Ja, die ist nicht richtig zu. Guck mal, hier kann ich schon die Treppe gehen. Ja, nicht wirklich. Okay, ich gucke mich jetzt hier um. Ist du weggestorben? Ein Bild von deinem Bruder und dir. Dein Blick fällt auf den Nachruf daneben. Du hast gekämpft. Und sie haben dich einfach aufgegeben. Tief erschüttert bringen wir die Nachricht, dass die Söhne unseres Generaldirektors und Enkel des großen Generals Lothar von Schmidt, Paul von Schmidt, geboren am 5.3.1899, und Johannes von Schmidt, geboren am 3.10.1893, den Heldentod gefunden haben. Wir bitten um stille Anteilnahme. Berlin, 12. Oktober 1917. Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Okay. Der Johannes war 6 Jahre älter. Aber die sind beide tot? Bild von deinem Bruder und dir. Die sind beide tot. Das heißt, ich bin tot. Ach, du kannst die jetzt nehmen. Ich habe gemeint, die sind zum Ausblosen. Okay, müssen wir also alles. Zacke. Ich bin tot? Wie kann ich denn tot sein? Ich renne hier gerade im Haus rum. Der Kaiser rief und alle kamen. Gott mit uns. Also steht sogar. Ich habe so eine Karte abgelesen. Ich habe so eine Karte abgelesen. Ja, geil. Hopp her mit. Beileidskarte Bräugel. Mein herzliches Beileid zum Verlust ihrer beiden Söhne. In Freundschaft. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Ursula Bräugel. Berlin, 28. Oktober 1917. Hier kamen wir mal her. Habe ich die nicht gescheit zugemacht? Das habe ich nicht gesehen. Die ist immer noch auf. Hier bin ich im Kreisgang, okay. Ich gehe mal da noch die Kerze klauen. Alles Atzle, was geht. Guck mal da, upsala. So glaubt man keine Kerze. Kerze glaubt man so. Danke. Ich habe gemeint, das ist zum Ausmachen von Kerze. So. So, ihr Leid. Moment. Ups. Muss mal kurz was gucken. Wir sind bei 54 Minuten. Dann würde ich nämlich am sagen, das war's jetzt für die erste Folge. Kommt die Musik her? Das macht mich bloß nicht gruselig hier. Alter, ich hab doch jetzt nur rumgestanden. Ja. Ich leite gerade das Outro in, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. So, bitte seid geschwingt dir. Sehr gut. Oh, geil, wenigstens Eddie kann sich benennen. Mach alle Tiere zu, ne? Okay. Okay, die Musik habe ich Tode mit A ausgemacht, wo auch immer die Musik war. War die Beerdigung? Also es sieht halt aus, als wäre es schon länger vorbei. Die Blumen sind noch gut, sind aber im Topf drin, ne? Also, ich weiß nicht, da geht's wieder los. Junge, was ist denn das für eine krasse Halle hier? Ja, ihr Leid.
Wir machen Moje hier weiter. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob das hier gespeichert hat oder nicht. Das werden wir dann Moje sehen. Und jetzt stelle ich mich wieder daher. Wir machen Moje da weiter. Ja. Ich meine, wir haben jetzt am Anfang nur Schützegrabe erlebt. War irgendwie nicht cool, dann mit einer Appe Hand rumzuleihen. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Hopp, ich freue mich, wenn ihr Moje wieder einschalte. Tschüss.